Hallo, hallo zusammen. Ich bin Katrin Erni. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Abend, zum heutigen Livestream. Hallo Emily, hallo Fabio, hallo Peter. Da sind schon ein paar Leute, die gespannt warten auf das Webinar Livestream, auf den Livestream. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag gehabt. Ihr könnt euch erholen und mit der Familie das Leben geniessen. Hallo Painter. Heute geht es um das Thema Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Also Wörter, die wir nicht gleich sagen, wo wir andere Wörter brauchen, die wir anders sagen auf Schweizerdeutsch als auf Hochdeutsch. Hallo Geri, hallo Cekata, hallo Hakuna Matata. Also, es geht um Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Verschiedene Arten, verschiedene Wörter, die sich unsere Sprache unterscheiden. Hallo Milad. Woher schreibt ihr? Das würde mich noch wundern. Woher sind ihr? Wohnt ihr in der Schweiz oder im Ausland? Hallo Chris und Valerie. Oh, von den Philippinen. Wow, super. Also von der ganzen Welt. Ja. Wir fangen an mit Posten. Ja, wenn du einkaufen willst, kannst du auch sagen, ich gehe posten. Ja, und das ist etwas anderes, was auf Schweizerdeutsch komisch ist. Das ist die Wiederholung vom Gehen. Ich gehe posten. Hallo Milad, du bist zu Basel, der Peter Beck ist zu Bern, Hakuna Matata auch Bern. Ja, viele liebe Grüße an alle die Orte, wo ihr seid, an euch alle. Heute sind ihr sehr wahrscheinlich nicht posten. Heute ist Sonntag. Ja, wir können sowieso ein bisschen weniger einkaufen in der letzten Zeit. Oh, Cekata, du bist in Sofia. Wunderbar. Ja. Geri, du bist von Dübendorf. Also, du schaust mit deiner Freundin, ja, dass du im Mehrzahl schreibst. Peter, du hast online gepostet, du hast online etwas bestellt. Das ist auch immer populärer und eine gute Alternative, wenn man nicht richtig posten kann. Wenn man am Sonntag oder in der Nacht möchte posten. Hallo Naib. Okay, schmecken. Schmecken. Wenn wir auf Hochdeutsch reden, reden wir vom Geschmack. Wenn man etwas ins Mund nimmt, ja, die Suppe schmeckt gut oder so. Manchmal brauchen wir das auf Schweizerdeutsch auch, aber eigentlich brauchen wir Schmecken für den Geruchssinn, für die Nase. Das schmeckt gut. Was kochst du? Ja, wenn du reinkommst und das Mittag ist schon auf dem Herd und du schmeckst, dass es etwas Gutes gibt. Ja, oder Blumen schmecken manchmal sehr gut, Rosen können sehr gut schmecken. Ja, schmecken. Ab und zu am Tisch sagst du, das schmeckt gut, aber dann sagen wir eher, das Essen ist sehr gut, es mundet mir, es ist gut. Wenn man möchte, könnte man dann auch sagen, das Essen schmeckt aber ausgezeichnet. Aber meistens brauchen wir dann den Geruchssinn schmecken. Ja? Du Nessi, du bist heute posten oder du gehst vielleicht morgen posten. Ja? Also, schmecken. Ihr müsst Geduld haben heute. Wir haben wirklich viele Wörter aufgeschrieben. Also es gibt noch viel, was kommt. Das nächste ist Krampfen. Habt ihr das schon gehört? Wenn man sehr streng arbeitet und vor allem auch körperlich arbeitet,
Nicht nur, aber dann muss man krampfen. Dann tut man krampfen. Dann kannst du sagen, ich habe heute vom Morgen früh bis zum Abend spät gekrampft. Ich habe fest gearbeitet. Ja. Jemand, der immer so angestrengt arbeitet, das ist ein Krampfer. Ja. Hoi Elif, hoi Milad. Also, müsst ihr auch ab und zu müsst ihr vielleicht auch krampfen bei der Arbeit. Und wenn ihr viel Stress habt, wenn ihr viel zu tun habt, dann müsst ihr krampfen. Ich tue dir anrufen. Anrufen, das heisst, ich lasse das Telefon bei dir läuten. Ja? Ich tue dir anrufen. Und auf Hochdeutsch ist es, ich werde dich anrufen. Auf Hochdeutsch brauchen wir viel mehr Futur brauchen, werden. Aber auf Schweizerdeutsch kann man das auch sagen. Aber meistens sagen wir einfach das im Präsens. Ich tue dir anrufen. Und wir Schweizer, wir brauchen gerne das Wörtchen «tun». Also, du kannst auch sagen, ich rufe dir an. Das ist ganz gut. Okay. Ina, wenn du möchtest Schweizerdeutsch lernen, dann kannst du dich auch anmelden für ein Webinar online. Heute reden wir darum, was so Unterschiede sind zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Also wir reden darüber, wie man das auf Schweizerdeutsch anders sagt. Genau, Peter, du tust gerne kochen. Das sagen wir auch häufig. Anstatt ich koche gerne, sagen wir ich tue gerne kochen. Ich gehe arbeiten. Ich gehe arbeiten oder ich gehe bügeln. Mehr Slangwort noch zu arbeiten. Aber arbeiten sagen wir eigentlich weniger. Ich gehe arbeiten. Das klingt sehr hochdeutsch. Meine Freundin braucht das ab und zu. Sie ist eine Freiburgerin. Sie braucht Arbeiten noch recht häufig, aber eigentlich brauchen wir eher ich gehe arbeiten, ich gehe bügeln. Hallo Lockout, Tower Radio von England, ja. Milad, du freust dich auf heute. Wir haben noch viel los, wir haben noch viel zu tun. Könnt ihr morgen wieder arbeiten oder könnt ihr noch von daheim aus arbeiten? Berner können sagen, ja, bügeln. Das sind Berner. Vielleicht nicht nur Berner, ich bin gar nicht sicher. Also, wenn wir über Zeit reden, können wir sagen, es ist 3. 1 oder es ist 2 oder es ist 3. Am 3 haben wir heute zu Mittag gegessen. Wir sagen nicht Uhr. Und dann sagen wir immer am 4, am 5, am 6, ab 3, also ab 4, tun wir ein «i» anhängen. Hakuna, du gehst morgen bügeln. Ja, dann wünschen wir dir viel Spass bei der Arbeit. Und der Peter arbeitet von daheim aus. Das ist auch gut. Wir sind alle froh, wenn wir zu tun haben, wenn wir Arbeit haben. Ja. Auf Wiedersehen kann man auch sagen, auf Wiederschauen. Anstatt sehen, sagen wir häufig schauen. Ja. Ich schaue auch einen Film schauen oder ein Buch anschauen, ein Bilderbuch anschauen oder ein Fotoband anschauen. Ina, wenn du nicht verstehst, kannst du fragen und dann nachher können andere vielleicht im Chat dir übersetzen, aber ich habe eigentlich nicht vor, das auf Englisch zu übersetzen, was ich sage. Ja. Genau. Cekata, noch zu der Zeit hast du eine Frage. Also, wir sagen am 4, am 5 und nicht um. Genau, das ist auch ein Unterschied zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Also, wir haben am 3 zu Mittag gegessen. Oder wir treffen uns am 5. Oh, SS.
morgen hast du Probetag beim Arbeiten. Ich wünsche dir viel Glück, dass der Probetag gut geht. Also auf Wiedersehen, auf Wiederschauen. Dann, wenn jemand Blödsinn sagt, dann sagen wir, Kabis. Ja? Aber Kabis ist eigentlich ein Gemüse, das so wie ein Salat ist, aber ganz dicht und würzig. Und, aber man kann auch sagen, also man sagt dem Gemüse so, es gibt Rotkabis und es gibt so normale grüne Kabis, normale Kabis. Und man kann aber auch sagen, wenn jemand etwas Blödes sagt oder so, dann sagt man, Kabis. Das stimmt nicht, oder eben Unsinn, Blödsinn. Ja. Milad, du bist noch Schüler und du hast keine Arbeit. Du kannst sehr wahrscheinlich noch Online-Unterricht haben nächste Woche, ja? Du tust noch nicht arbeiten. Adniana, du bist von Indonesien. Hallo Adniana. Also Kabis, manchmal sagen wir sogar Kabis mit Soße. Blödsinn. Anstatt Dankeschön kannst du auch sagen Merci vielmal. Merci vielmal vom Französischen. Wir haben noch recht viele Wörter vom Französischen her, die wir in unserer Sprache brauchen, auf Schweizerdeutsch. Zum Beispiel auch der Streifen neben der Straße, wo wir drauf laufen können, das ist das Trottoir. Das habe ich jetzt nicht da drin. Ja? Wir sagen nicht Gehsteig, wir sagen das Trottoir. Das ist auch vom Französischen. Genau, Kabis ist ein cooles Wörtchen. Dann, wenn du zum Beispiel ein Dessert isst oder eine heisse Schoki und obendrauf hast Schlagrahm, ja, dann sagen wir Rahm oder man kann Rahmkuchen essen oder Glasse mit Rahm, ja, oder Kaffeerahm nehmen ins Kaffee. Das ist Rahm, nicht Sahne. Schlagrahm oder Rahm. Genau. Dann können wir sagen, schau mal. Das ist schon wie bei auf Wiederschauen. Schau mal, komm schauen. Das klingt ganz ähnlich wie Englisch. Look. Ja, vielleicht kommt das vom Englischen. Rahm ist gut. Rahm ist gut, genau, Peter Beck. Rahm ist sehr fettig. Ja, aber es ist gut. Am Sonntag kann man sich das gönnen zum Dessert. Genau, Emanuele, das Velo und das Nécessaire sind dir noch eingefallen. Das sind auch französische Wörter, die wir brauchen auf Schweizerdeutsch. Das Velo, klar, mit den 2 Rädern, wo wir ein Velo fahren. Da auf dem Bild haben wir gerade 2 Velofahrer mit ihrem Hund unterwegs. Und das Nécessaire ist das kleine Täschchen, wo man das Zahnbürstchen und Zahnpasta und Bürste und so Toilettenartikel drin versorgen. Das ist das Nécessaire. Genau das habe ich nicht in meiner Liste. Das ist eine gute Idee. Ja, und dann das berühmte Wort Küchenkästchen. Der Test für alle Ausländer, ob ihr das sagen könnt, ob ihr das aussprechen könnt. Küchenkästchen. Ups. Da müsste fast eher ein U stehen als ein Ü. Küchenkästchen. Ja? Es ist ein Kasten, ein kleiner Kasten in der Küche, also ein Schrank. Anstatt Schrank sagt man auch Kasten. Ich habe meine Kleider im Kasten versorgt. Ja? Und ein Kästchen ist ein kleiner Kasten. Ein Küchenkästchen. Könnt ihr das sagen? Küchenkästchen. Ja. Dann hören, schauen, das ist sehr schweizerisch. Und hören. Also ich höre Musik, ich höre Hörspiel, ich höre Audiobücher,
Was hören ihr? Und ich höre gut zu, wenn meine Kinder mit mir reden oder wenn meine Mann mit mir redet, dann höre ich gut zu. Oh, hallo Jorge von Brasilien. Also ihr hört mir jetzt gut zu. Oder wenn du etwas Wichtiges sagen willst, dann kannst du auch sagen, lass mir gut zu. Tu mir zuhören. Konzentriere dich ein bisschen darauf, was ich möchte sagen. Hören. Also schauen und hören. Ja? Dann nicht. Wenn man etwas verneinen, ich tue nicht Snowboarden, ich tue nicht Fallschirm springen. Ich sage nicht, aber Zürcher, wenn ihr jemanden hört, der nicht sagt, nein, das geht nicht, ich kann das nicht, das sind Zürcher. Zürcher sagen nicht, anstatt nicht. Oder vielleicht gibt es Leute, die nicht sagen, Topwaldner oder Innerschweizer, die haben mehr «i» im Dialekt. Milad, ich glaube, heute haben wir nicht so viel Zeit für Grammatik mit Akkusativ, Dativ und Genitiv und so. Aber ich kann dir schon mal sagen, Genitiv gibt es gar nicht. Es gibt nur Akkusativ und Dativ. Akkusativ ist eigentlich gleich wie der Nominativ, also dann gibt es noch den Dativ, der etwas anders ist. Also, nicht, genau, Geri, das sind verschiedene Versionen. Hallo Peter. Du möchtest fragen, welchen Dialekt ich rede. Ich rede so ein Gemisch. Also ich bin im Kanton Freiburg aufgewachsen, aber in eine Berner Schule gegangen. Meine Mami ist Zürcherin und mein Papi ist Luzerner. Also mein Dialekt, ich definiere mich als Luzernerin, aber es ist nicht richtiges Luzerndeutsch. Es ist ein Gemisch. Wenn ich schreibe, dann schreibe ich eher wie Zürichdeutsch schreiben. Und wenn ich rede ich etwas anders. Genau. Okay. Das tönt gut. Wenn jemand einen Vorschlag macht, sagt, komm, wir gehen in die Bade oder komm, wir gehen wandern oder so, dann kannst du sagen, oi, das tönt gut. Ich bin einverstanden, ich komme mit. Ich habe auch Lust, das zu machen. Hallo Rita. Okay. Geri, das machst du ganz gut. Du kannst meinen Sekretär spielen, das ist super. Dann vom Velo haben wir schon geredet. Wir fahren Velo, wir Velotouren machen. Wir tragen dabei einen Velohelm auf dem Kopf, ja, so wie die zwei Velofahrer. Du kannst auch Velohosen anziehen, dass es bequemer ist. Ja. Also wir reden eigentlich praktisch nie vom Fahrrad. Wir reden immer vom Velo. Ja. Also, und ihr gerne Velo fahren? Macht ihr ab und zu Velotouren? In der Schweiz gibt es sehr viele Velowege, die beschriftet sind, wo ihr könnt, im Mittelland schöne Gegenden besuchen. Das ist, anstatt zu wandern in den Bergen, kann man ein bisschen Velo fahren. Natürlich in den Bergen ist es dann anstrengend, wenn man steil rauf muss fahren. Aber dafür kann man nachher wieder runterfahren. Das ist schön. Ja. Okay, da haben wir noch eine kleine Information. Wenn ihr möchtet mehr Schweizerdeutsch lernen, dann könnt ihr euch anmelden für einen Schweizerdeutsch-Kurs, ein Webinar, 2-mal pro Woche, immer eine halbe Stunde. Wir haben verschiedene Schwierigkeitsgrade, also meldet euch, wer interessiert ist. Oh. Du findest, ich tue gut reden. Bin ich verständlich? Das ist gut, wenn ihr mich versteht. Ja. Und jetzt, in diesen Corona-Zeiten, haben wir immer wieder die Information
vor den Nachrichten oder so in den Medien oder so. Bleiben Sie daheim. Bleiben Sie daheim. Also ich gehe heim, ich bin daheim. Wir arbeiten von daheim aus und wir hüten unser Haus. Genau, Milad, du hast recht. Und das ist, Milad, das ist richtig. Geri, du kannst unseren Kurs empfehlen, das finde ich lieb. Genau. Also bleiben Sie daheim bleiben. Oder daheim sein. Also, dann gibt es noch Fallen. Zum Beispiel die Velofahrer da, wenn sie es könnte sein, dass sie einen Unfall haben und dass einer von ihnen umkehrt. Ja, also wir sagen nicht fallen, wir sagen fallen, umkehren. Oder zum Beispiel, wenn ich etwas in der Hand habe und loslasse, dann geht es runterfallen. Ja. Oder wir können sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es gibt so ein Sprichwort, ja, die Kinder sind ganz ähnlich oder handeln ganz ähnlich wie ihre Eltern. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Fallen. Dann gibt es Laufen. Ja? Sind ihr heute schon gelaufen? Heute war ein schöner Tag, ein sonniger Tag. Tun du bist daheim, du bist nicht gelaufen. Oder vielleicht bist du doch einen kurzen Spaziergang machen. Also bei uns ist Laufen wirklich gemütlich, zu Fuß gehen, nicht springen, nicht rennen, nicht joggen. Laufen ist langsam. Du kannst in die Berge laufen, du kannst einfach mit dem Hund laufen oder genau, Emily, fallen ist fallen. Du kannst mit den Kindern, mit der Familie ein bisschen laufen, aber das ist langsam, das ist nicht Sport, nicht Leistungssport. Ja, das nächste kommt dann noch, was wir wenn wir schneller gehen, sagen. Wenn ich sage nicht oder nicht mehr, das ist jetzt scheint die Sonne nicht mehr. Es ist schon dunkel. Jetzt scheint die Sonne nicht mehr. Häufig tun wir das nicht mehr ganz aussprechen. Es ist Nacht, ja. Cekata, du bist heute in den Wald gelaufen. Super. Das tut gut, ein bisschen im Wald. Wir gehen vielleicht morgen in den Wald laufen. Milad, du bist immer daheim gsi. Und Tunesi, heute Abend gehst du sehr wahrscheinlich nicht mehr laufen. Ja. Ausser du hast einen Hund und musst noch raus mit dem. Und wenn wir etwas ganz, ein Baby sehen oder ein Tierli, ein schönes Tierli, dann sagen wir, jö, das ist so herzig, das ist so schnüsig. Ja? Jetzt bin ich da gerade. Nimm heisst nicht mehr, aber nur heisst nur. Nur oder nu. Ich habe nu wählen. Ab und zu sagt man es eher nicht, aber nur. Nimm ist nicht mehr. Genau. Herzig, schnüssig. Das sind so Wörter, wir sagen nicht süß. Oh, das ist süß. Manchmal vielleicht auch, aber ja. Nume. Genau, Nume ist auch nur. Geri, das stimmt, Nume. Aber mit Umlaut nüm ist nicht mehr. Das habt ihr recht. Hallo Onir. Okay. Aupot. Ich komme Aupot Telefon über.
Immer wieder, ständig, die ganze Zeit. Ich kann nicht arbeiten, ich habe heute nicht arbeiten. Die ganze Zeit hat mir jemand angerufen. Ich habe Alpot ein Telefon bekommen. Oder meine Kinder haben mich Alpot gestört. Oder ich muss Alpot schnitzen, wenn ich krank bin. Zum Beispiel muss ich Nase putzen, Alpot schnitzen. Dann die Frage mit «Ich mag». Auf Hochdeutsch kann man sagen ich mag Schokolade». Aber auf Schweizerdeutsch sagen wir das nicht. «Ich mag dich», «Ich mag Schoki», «Ich mag das». Wir sagen «Ich habe gern». Ich habe gern Schoki, ich habe dich gern, ich habe gern Spaghetti Bolognese. Wir haben gern Schwarzwälder Torte oder so. Wir sagen nicht, ich mag Schwarzwälder Torte. Wir sagen aber, ich mag jetzt keine Schoki, ich bin voll, ich mag nicht mehr, ich habe nicht mehr Kraft, ich habe nicht mehr die Energie, ich habe nicht mehr die Zeit. Ja, dann kann man mag brauchen, oder ich habe noch Zeit, ich habe noch Kraft, ich mag noch Schoki. Ja, aber nicht im Sinn von gern haben. Ja, sondern im Sinn von die Kraft haben, die Energie haben, den Platz haben im Bauch, Zeit haben, ja, dann brauchen wir mögen. Und wenn wir eine Aktivität gerne machen, dann brauchen wir häufig die Kombination «ich tue gern». Ich tue gern singen, ich tue gern Gitarre spielen, ich tue gern Livestream machen, ich tue gern mit euch chatten. Und was macht ihr gern? Was tun ihr gern machen? Oder was habt ihr gern? Excuse. Also wir können sagen Entschuldigung, natürlich. Oder manchmal sagen wir nur Entschuldigung. Entschuldigung. Aber man kann auch sagen Excuse. Vom französischen Excuse. 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 Berner sagen vielleicht eher Excuse. Ah, der Jean. Hallo Jean. Du kannst nicht singen, aber vielleicht tust du gleich gerne singen, unter der Dusche oder so. Du tust gerne laufen. Also ich denke, das ist jetzt so langsam laufen. Ja? Katja, du tust gerne fotografieren. Sehr gut. Mein Sohn macht das auch gerne. Er tut auch gerne fotografieren. Also all die Bilder und so, die ihr seht von mir. Mein Sohn ist mein persönlicher Fotograf und dann tut er die Bilder bearbeiten. Milad, du tust gerne Volleyball spielen. Du bist sportlich. Wunderbar. Schön. Excuse ist Schweizerdeutsch, ja, Fabio. Kann man sagen, man kann auch Entschuldigung sagen. Man kann ein Foto machen, ist Fötele. Nicht Föteli, aber Fötele. Er tut gerne Fötele, fotografieren. Man kann auf Schweizerdeutsch sagen Fötele. Mein Sohn tut sehr viel Fötele. Wenn wir einen Ausflug machen oder so, ist er unser Familienfotograf so quasi. Der Anke. Man kann sagen Butter, im Raum Zürich oder so, Richtung Norden sagt man eher Butter, aber es gibt viele Leute, die sagen auch Anke anstatt Butter. Also sie streichen Anke aufs Brot streichen. Katja, Fötele. Genau. Habt ihr gerne Brot mit Anke, Ankenbock und Konfi, ein bisschen Konfi drauf, süß oder mit Schinken, salzig oder im Frühling jetzt mit Radiesli und Gurken und so. Habt ihr das gerne oder tut ihr lieber das Brot ohne Anke essen? Mit Brot, ein Brot mit Zucker, mit Anke und Zucker. Aha,
Das ist auch möglich, genau. Cekata, du hast gern Brot mit Anke. Katja, ja, man kann Vettel mit A am Ende schreiben oder mit E. Es gibt verschiedene Schreibweisen. Es ist, jeder schreibt so, wie er denkt, ist gut. Also Tsunasi, du tust gerne Ankenbrot essen, Ankenbrötli, oder du kannst sagen, ich habe gerne Ankenbrot. Mit Anken und Fisch oder mit Honig, Hakuna Matata. Du hast sehr gerne frisches Brot mit Anken und Honig. Das habe ich auch sehr gerne. Und zwar kannst du auch Honig sagen, Bienen machen ja den Honig. Und zum Beispiel in Bern sagen wir Bienenhung. Bienenhung. Bienenhonig. Ja, Bienenhung ist das. Oder mit Hung einfach. Anstatt Honig kann man sagen. Brötli. Brötli mit Anken sind auch gut. Frische Brötli am besten, wenn es noch warm ist und der Anken schmilzt. Jetzt sind wir bei Blutfuß. Ja? Blut ist ohne Kleider. Ja? Man kann, die Kinder manchmal blüteln. Also sie Blut umspringen, bevor sie ins Bett gehen oder wenn man sie umzieht und sie rennen einem davon. Sie blüteln. Oder du kannst auch sagen, sie ist Viertelblut, also auch, sie hat gar keine Kleider an. Aber was ist vielleicht für Kinder ist es kein Problem, bei Erwachsenen vielleicht ein bisschen mehr. Aber wir können auch Blutfuß laufen. Wir können auch sagen Barfuß. Barfuß, so wie die Deutschen, aber wir sagen manchmal auch Blutfuß. Ich tue zum Beispiel sehr gerne Blutfuß laufen, vor allem im Sand am Strand. Ja. Genau, in der Schweiz gibt es Semmeli, das sind die härteren Brötchen oder mit einer knusprigen Kruste. Und dann gibt es Weckli, das sind die so in zwei Teile sind, so ein bisschen, und die sind weicher, Weckli. Tunassi, du darfst keine Anken essen, das ist schade. Okay, Blutfuß. Springen. Also, springen ist jetzt eben, wenn wir schnell laufen, eben nicht laufen, sondern springen. Aber wenn man Hochdeutsch sagt springen, dann ist es Gumpen. Zum Beispiel, wenn du ein Seil hast und du tust so an Ort und Stelle hüpfen, dann tust du Seil gumpen. Oder du kannst natürlich auch aufs Trampolin gehen. Viele Leute haben ein Trampolin und du kannst aufs Trampolin gumpen. Ja? Und Springen ist dann, da tut man vorwärts springen, nicht an Ort und Stelle. Ja. Okay, da reden wir miteinander reden. Das ist gut. Wir machen weiter. Vielleicht eine Frage. Tun ihr gerne Trampolin kumpen oder Seile kumpen? Emily, du hast schon geantwortet. Du tust gerne Seile kumpen. Hallo Delta Charlie. Hi, liebe Grüße auf St. Petersburg. Okay, brüllen oder grennen? Ja, grennen ist mehr Berndeutsch. Brüllen ist Zürichdeutsch, Innerschweiz. Es ist verschiedene Dialekte. Die Kinder brüllen manchmal, also es ist nicht Schreien unbedingt. Man kann auch sagen, das ist so Schreien oder jemanden anbrüllen. Das heisst laut anpfurren oder reden. Aber brüllen ist eigentlich mit Tränen und man ist traurig. Ja,
manchmal muss man als Erwachsener auch brüllen oder wenn man einen bewegenden Film sieht, einen traurigen Film, dann nachher muss ich ab und zu auch brüllen. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Grund zum Brüllen, sondern dass ihr zufrieden seid, dass ihr glücklich seid. Okay. Dann, wenn du Ball spielst, dann kannst du den Leuten den Ball zurühren. Ja? Oder du hast ein Papier und du kannst das wegrühren. Am besten nicht einfach am Boden, sondern in Güsselkübel oder in Abfall. Ja? Du kannst wegrühren. Es gibt viele Sachen, die da rumliegen, zum Beispiel in meinem Büro. Und die sollte ich auch mal ein bisschen aussortieren und ein bisschen Sachen wegrühren. Fortrühren. Ja? Aber du kannst auch einen Ball rühren und dann wieder fangen. Du kannst jemandem einen Pass geben. Männer brüllen nicht, sagst du, Peter. Männer rennen nicht, genau, Hakuna Matata. Ja, es gibt ein Lied, ein schönes Lied von Peter Reber. Männer tun nicht prügeln, nein, das gehört sich nicht. Ich muss mal das raussuchen. Es gibt ein schönes Lied über das, dass eben Männer nicht brüllen. Tunasi, du tust viel... du bist Lydia. Sehr wahrscheinlich dein Vorname, ja. Du tust viele alte Sachen wegrühren. Das ist gut. Du kannst ein bisschen ausmisten. Ja, ein bisschen weggeben. Fortgehen. Fortgehen kann man auch sagen. Fortgehen. Mhm. Oder du kannst natürlich auch rühren in der Küche, wenn du eine Creme machst oder etwas, musst umrühren, ja. Aber das ist ähnlich wie Hochdeutsch. Abfall kann man wegrühren, ausrühren. Mhm. Das ist, Peter, das ist regelmässig rühren. Ich habe gerührt. Ich habe das fortgerührt. Ich habe das nicht mehr gebraucht. Mhm. Und ein bisschen, sagt man ein bisschen, ein bisschen. Wenn etwas weh tut, fragst du, tut es weh? Ah nein, nur ein bisschen. Nur ein klein, sagt man manchmal auch. Oder hast du lange Zeit nach deiner Familie, vielleicht kannst du sie nicht sehen, hast du lange Zeit und dann kannst du sagen, ja, ein bisschen, ich habe schon ein bisschen lange Zeit, ich habe schon ein bisschen lange Zeit, ich möchte sie gerne wieder sehen. Emily, du kannst später den Film noch einmal schauen und dann vielleicht wieder notieren. Es gibt wirklich sehr viele Wörter, ja. Okay, und dann haben wir das Büsi. Da auf dem Bild sehen wir einen Hund. Das ist das Gleiche. Aber man kann auch sagen, ein Büsi, ein Busle. Wenn sie grösser ist, vielleicht kann man sagen, ein Busle oder eine Katze, ein Kätzchen. Ja, also, habt ihr ein Büsi? Oder vielleicht zwei? Habt ihr ein Haustier daheim? Oder vielleicht habt ihr etwas anderes? Lydia, du kannst sagen, ja, ich tue ein bisschen Anke auf mein Brötchen. Mhm. Alles, was mit «li» ist das. Also, ein bisschen Brötchen, das Tischli, das Rüebli. Alles, was «li» ist, das ist eine Diminutivendung, das ist das könnt ihr euch merken. Also nicht Mini-Brötchen, doch, Mini-Brötchen, wenn es Plural ist. Wenn du mehrere Brötchen hast, dann kannst du sagen, ich tue ein bisschen Anke auf meine Brötchen. Dann ist es 2 oder 3 oder 4 Brötchen. Peter Beck, du hast kein Büsi, aber einen Hund. Mhm. Und Milad, du hast auch kein Büsi daheim. Ja.
manchmal hat man auch nicht so Zeit und man ist immer beschäftigt und hat keine Bedingungen für die Haustiere. Ja. Wir haben jetzt ein Hündchen daheim, wegen unseren Kindern. Oh, Emily, du hast 2 Hunde. Kein Büsi, aber 2 Hunde. Ah, Jean, dein Büsi ist gestorben. Das ist eben so, sie leben nicht ganz so lange wie wir. Ja, und Peter, du hast auch ein Büsi gehabt. Und Katja hat immer noch ein Büsi. Und der Geri hat 3 Büsi. Ja, du hast eine ganze Wohnung voll Büsi, ja. Ein Büsiheim hast du daheim. Und dann habe ich einmal gemerkt, auf einem Spaziergang mit deutschen Freunden, dass sie nicht wissen, was ein Sommervogel ist. Ja, dann habe ich gesagt, oh, schau mal, der Sommervogel dort. Und sie haben geschaut, wo ist ein Vogel? Wir sehen gar keinen Vogel. Aber dabei sagen wir, der Schmetterling, die kleinen Insekten mit den schönen, bunten Flügeln, denen sagen wir Sommervögeli. Ja? Und du könntest auch auf Hochdeutsch schreiben, ich habe einen Sommervogel gesehen. Ja, das wäre dann schweizerisches Hochdeutsch. Also wir sagen dem Helvetismus, so wie Velo. Das können wir auch auf Hochdeutsch brauchen, wenn wir einen hochdeutschen Text schreiben. Aber das ist ein schweizerisches Wort. Das ist, in Deutschland würde ich anders schreiben, aber in der Schweiz, in der Zeitung oder so, kannst du gut lesen von Velofahrer und Veloweg und so. Von Sommervögeli liest man vielleicht weniger in der Zeitung. Aber das ist kein Vogel, ein Sommervögeli, sondern es ist ein Insekt mit 6 Beinen, das Nektar holen bei den Blumen. Und es ist, hat schöne, farbige Flügel. Mhm. Peter Beck, du hast gerne schwarze Büsi. Katja, du hast Angst fürs Sommervögeli oder vor Sommervögeli. Wenn du fürs Sommervögeli Angst hast, dann hast du Angst, dass die Sommervögeli sterben. Vielleicht, wenn deine Katze das Vögeli möchte packen. Oder dass sie zum Beispiel zu wenig Blumen haben, zu wenig zu essen. Ja. Sommervögel sind sehr schnüssig. Genau, sind sehr herzig. In der Schweiz gibt es viele Sommervögel, zum Beispiel die gelben, im Frühling die ersten, die wir sehen, sind so gelbe Zitronenfalter oder so. CSU Druid. Auf Norwegisch heissen die Sommerfugi. Vogel. Sommervogel, genau. Das ist ganz ähnlich. Das ist interessant. Also, Sommervögeli. Wenn du verliebt bist, hast du Schmetterling im Bauch oder Sommervögeli im Bauch. Wir reden zwar vielleicht dann mehr von Schmetterling im Bauch. Ein Wort, das sehr viele Versionen gibt auf Schweizerdeutsch in verschiedenen Regionen, ist das Bütschki oder das Gräubschi. Das ist das, was übrig bleibt, wenn man einen Apfel isst. Also häufig essen die Leute nicht den ganzen Apfel essen, sondern nur rundum abessen und dort, wo Kerne drin sind, das ist dann, das tut man wegrühren. Das tut man auf die Seite. Und das ist das Bütschki. Ich sage dem Bütschki, Berner sagen Gräubschi und dann gibt es noch viele andere Wörter. Also, das ist immer interessant, wenn wir Schweizer zusammenkommen und dann etwas nicht verstehen und dann fragen wir, hey, was hast du jetzt da gesagt? Was ist das genau? Das ist dann lustig. Ihr sagt dem so, wir sagen dem anders. Wir sagen dem Bütschki. Ja. Bütschki sind nicht gut. Ja, es geht. Ja, es ist weniger angenehm zum Essen. Dann, es gibt viele Schweizer Wörter, die zum Beispiel Kinderaktivitäten beschreiben. Theaterle, sie spielen Theater spielen
Oder Autoölen. Die Buben tölen gerne Autoölen, mit Auto rumfahren. Oder Bäbeln, mit Baby spielen, also mit so kleinen, nicht Barbie, aber kleine Baby, also so Baby, wo man dann mütterle und väterle und man muss zu den Kindern schauen. Also die Kinder gerne bäbeln. Oder man kann Doktor spielen. Das heisst, man hat zum Beispiel Plüschbärli und die müssen ins Spital und das sind so Rollenspiel-Doktorle. Aber ich kann auch sagen, tu nicht so Doktorle oder mach nicht den Doktor. Das heisst, zum Beispiel, bist nicht so pedantisch oder so genau oder so, das ist keine Doktorarbeit. Mach ein bisschen vorwärts, ja. Mach das ein bisschen schneller, ein bisschen zügiger, ein bisschen nicht so langsam und so exakt und so genau. Ja. Wenn du an der Uni studierst, dann machst du den Doktor, ja. Aber wenn du im normalen Leben musst ja nicht den Doktor machen mit allem, was du machst. Ja. Pedro, Doktorle, die Kinder, wenn sie doktorlen, dann nachher ist jemand der Arzt zum Beispiel und sie nehmen die Bandagen und sie binden ihre Plüschbär einbinden und sie binden Spital spielen, so. Ja, genau. Mit der Hand. Also es gibt ganz viele mit diesen Endungen viele Verben. Oder du kannst auch käfeln zu deiner Nachbarin, also einen Kaffee trinken. Ja, es gibt ganz viele so schweizerische Verben. Katja, dir gefallen die Begriffe? Ja, schön. Ja, das ist herzig. Das ist herzig. Oder du kannst auch temperlen. Oder meistens in der Familie ist es so, dass die Kinder am Morgen temperlen, wenn sie in die Schule gehen. Temperlen von Tempus, Zeit. Also sie schinden Zeit, sie langsam machen. Du bist gestresst und du möchtest gehen. Und je mehr du stressst, tun die Kinder temperlen. Und das gibt dann nachher viel Probleme oder Spannungen. Genau, Lydia, ich habe das zwar noch nie gehört, Krankenschwesterle, aber das wäre eine Möglichkeit, das ist total verständlich, du hast jetzt ein Verb kreiert, Krankenschwesterle. Ich habe auch schon gehört, dass jemand gesagt hat, Hündele, also mit dem Hund spazieren. Aber ich habe das eigentlich selber nie gesagt und nie gemacht, also nie so gesagt, aber ich habe gehört, dass andere Leute das gehört haben von Schweizer, die gesagt haben, ich gehe hündeln. Die Sprache ist lebendig, es lebt und man kann neue Sachen kreieren und das ist eine Möglichkeit. Und Peter, genau, das Mörgeln. Natürlich, ich kann zum Morgen essen, ich esse nicht jeden Tag zum Morgen, aber man tut generell zum Morgen essen. Aber am Sonntagmorgen tun wir ausgiebig zu mörgeln. Also gemütlich, langsam, mit vielen Sachen. Wir tun zu mörgeln. Wir tun das Morgenessen geniessen. Genau, das war ein guter Impuls. Emily, du tust immer temperlen. Ja, manchmal merkt man plötzlich, dass man so kleine Sachen macht und dass man irgendeinen neuen Job nicht möchte anfangen und sich immer Ausreden sucht und etwas anderes macht. Das ist mach ein Temperle. Mach ein Temperle würde ich nicht sagen. Eher tue Temperle. Tue nicht so Temperle oder ich tue häufig Temperle oder so. Peter Beck, du hast heute gehündelt. Eben, ich habe das selber nie gehört, aber ich habe schon gehört von Leuten, die mit mir Schweizerdeutsch reden, dass sie das von Schweizer gehört haben. Kar, du hast eine schwierige Frage gestellt. Wie lange geht es, bis man Schweizerdeutsch kann? Ich glaube, man hat nie fertig gelernt.
man hat nie fertig gelernt, aber man kann, je nachdem wie viel Hochdeutsch du schon kannst und wie häufig das hörst und so, kannst man schneller oder weniger schnell lernen, aber es ist schon möglich. Köcherle, Medi, das ist eine gute Sache. Du kannst sagen, du tust, wenn du Reis machst, tust es etwa eine Viertelstunde köcherle. Köcherle. Nicht ganz heiß kochen, sondern ganz langsam so köcherle. Oder je nachdem, was du für einen Tee machst, oder so, kannst du sagen, den Tee muss man etwa 20 Minuten köcherle. Also ganz fein kochen, nicht so ganz sprudelnd, sehr heiß, aber köcherle. Ich esse Temperle. Ich würde sagen, Roina, du tust Temperle während dem Essen. Oder ich tue langsam essen, das ist gut, oder? Das Temperle ist mehr so negativ, so langsam machen, so ineffizient und so. Ich würde jetzt das nicht unbedingt mit dem Essen verbinden. Ich esse langsam, ja. Aber du kannst zum Beispiel sagen, meine Tochter tut beim Essen Temperle, weil sie nicht ins Bett will, zum Beispiel. Dann tut sie essen, eine ganze Stunde lang, weil sie weiss, nach dem Essen muss sie ins Bett, zum Beispiel. Katja, du kannst nicht gut sagen, ich lebe Temperle. Du kannst sagen, ich lebe gerne langsam, ich nehme es gerne gemütlich, das ist gut. Aber Temperle ist eher ein bisschen negativ. Das ist nicht unbedingt positiv. Peter Beck, du fragst, ob man sagen kann, ich tue gerne köcherle. Ich würde eher sagen, du tust gerne kochen. Aber irgendetwas muss eine gewisse Zeit lang köcherle. Zum Beispiel, wenn du so Bohnen machst oder so, wo du ein bisschen länger musst kochen, ja, dann kannst du das köcherle für eine gewisse Zeit. Ich zulasse ihnen Temperle. Lydia, ich weiss nicht, was du genau meinst. Es ist gut, dass du mir zulässt. Ich hoffe, ich tue nicht temperle und ich tue euch nicht langweilen, sondern das ist informativ für euch, wobei es geht schon recht lang. Vielleicht haben die einen den Eindruck, dass ich da ein bisschen Zeit schinde und temperle. Ich hoffe es aber nicht. Und genau. Katja, Temperle ist eben eher ein bisschen negativ, wenn man wirklich extra langsam macht, so bremst und die anderen sich nerven, ja. Felipe, du kannst gut auf meine Homepage swissgermanonline.com, dort hat es ganz viele Filme, ganz viele Informationen und du kannst dich auch einschreiben für ein Webinar mit mir zum Beispiel, wenn du mehr Schweizerdeutsch möchtest lernen. Wow, Jean, wow, das ist eine gute Neuigkeit. Du lernst jeden Tag 30 Minuten Schweizerdeutsch mit Learn Swiss German. Ah, super. Gut, gehen wir weiter. Ein Bützer ist ein Arbeiter, aber mehr so ein physischer Arbeiter, so Bauarbeiter auf der Straße, auf dem Bau, vielleicht auch auf dem Bauernhof oder so. Das sind Bützer. Der Gary meint, dass man nicht Schweizerdeutsch lernen sollte, wenn man nicht Hochdeutsch kann. Es ist vielleicht schon zu empfehlen, dass man zuerst Hochdeutsch lernt, weil unsere Schriftsprache
und offizielle Sprache, das ist Hochdeutsch. Also in der Politik, im Radio, Nachrichten, in der Schule, Informationen, Vorträge, das ist alles auf Hochdeutsch. Und Schweizerdeutsch ist einfach die geredete Sprache, Alltagssprache. Also es ist sicher von Vorteil, wenn du kannst Deutsch lesen und schreiben und dann kannst du auch schneller nachher Schweizerdeutsch lernen. Ja? Okay. Ja, Bützer. Dann im Winter trägt man eine Kappe. Ja, eine warme Kappe. Im Sommer ist es eher ein Hut, so mit einem Dächli oder ein Sonnenhut. Ja. Und im Winter trägst du eine Kappe. Jetzt können wir hoffentlich unsere Kappen alle versorgen und nehmen unsere Sommerhüte für dass es wieder schön warm ist und sonnig. Dann, wenn es aber kalt ist, dann musst du dich gut anziehen oder anlegen. Du kannst eine Jacke anlegen oder einen Pulli anlegen. Anstatt anziehen, kannst du auch sagen anlegen. Ich lege, du legst, er legt. Wir legen, ihr legt. Sie legen, ich habe angelegt. Ja, wir haben uns heute schön angelegt, weil es Sonntag ist, obwohl dass wir eigentlich nicht aus dem Haus sind. Aber am Sonntag tun wir uns etwas schöner anlegen. Lydia, du bist eine Bützerin, eine Frau oder ein Bützer. Als Barista in der Bar tust du arbeiten. Ist das ein Bützer? Mhm. Jemandem eine Ohrfeige geben. So. Natürlich etwas stärker. Das ist ein Klapf. Ein Klapf. Auf jeden Fall auf Berndeutsch. Bin nicht sicher mit dem Zürichdeutsch, ob das auch ein Klapf ist. Aber ich hoffe, ihr gebt niemandem einen Klapf und ihr kommt keinen Klapf über. Das wäre nicht schön. Okay. Also, weiter. Dann, wenn du daheim eine Sauordnung hast, dann kannst du sagen, ich habe einen Puff. Es ist so ein mega Puff bei mir daheim. Ich muss ein bisschen aufräumen. Ich muss wieder Sachen versorgen und putzen. Dann nachher fühle ich mich wieder besser bei mir daheim. Man kann auch ohne B1 Schweizerdeutsch lernen. Man muss auch schauen, was man gerne möchte. Ob man nur reden mit den Schweizer und Schriftdeutsch überhaupt nicht braucht oder so. Das musst du selber wissen. Genau, an mir das Video kannst du nachher noch einmal schauen. Das ist gut, kein Problem. Dann schon gleich könnt ihr das Video, den Livestream online noch einmal schauen. Also anstatt bald können wir sagen gleich. Oder es ist schon gleich Mai und schon gleich können wir wieder raus, können wir wieder in die Schule hoffentlich und arbeiten. Ja. Ich hoffe, der Lockdown ist schon gleich fertig oder die Quarantäne. Peter, du hast heute geputzt, du hast dein Puff aufgeräumt. Oh, eine lustige Frage, Peter. Haben Sie jemandem im Leben einen Klapp gegeben? Haben Sie je jemandem einen Klapp gegeben? Ich mag mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Ich habe schon jemandem einen Schutt ins Viertel gegeben, was nicht so mehr weh getan hat, als ich gedacht habe, aber ein Klapp. Ja,
Mag mich nicht erinnern. Aber es kann schon sein, weil ich habe mit meinem Bruder als Kind viel gestritten, viel gekämpft. Aber vielleicht mehr so gerammelt und weniger Klapf gegeben. Ja. Lydia, deine Töchter haben einen mega Puff im Zimmer. Das kann sein. Häufig haben Teenager einen mega Puff. Mhm. Okay, dann Berner sagen, wenn man flüstern, so, sagen dem Küscheln. Küscheln. Man sollte nicht hinter jemandem seinem Rücken so küscheln. Hast du schon gehört? Ja. Genau, Lydia, du kannst sagen, ich komme gleich. Oder ich komme gerade. Ich komme gleich, das würdest du vielleicht eher übersetzen mit ich komme gerade. Gleich ist vielleicht schon gleich, schon bald, schon gerade, ich komme gerade. Gerade ist vielleicht unmittelbarer, schneller. Und gleich ist schon bald, aber man müsste vielleicht schon ein bisschen mehr warten. Genau. Wenn etwas dir Spass macht, dann kannst du sagen, wow, das Fakt, das ist super. Ja? Zum Beispiel in den Europapark gehen oder das Fakt oder zum Beispiel River Rafting machen, das Fakt oder ich weiß nicht, was Fakt. Was macht ihr gern? Oder es ist der Plausch. Es ist der Plausch, in die Bade zu gehen mit Freunden. Ja? Was gefällt euch? Was Fakt? Was denkt ihr? Wann sind ihr schon so glücklich gewesen und habt viel Spass gehabt mit anderen? Klar, danke. Ja, wir geben uns Mühe. Jetzt muss ich gerade schauen, dass das nächste Slide kommt. Ja, zum Beispiel ein Fakt, wenn man in die Ferien gehen kann, wenn man nicht daheim bleiben muss. Wir sagen eigentlich nicht so Urlaub. Ferien ist Schweizerdeutsch. Ich gehe in die Ferien, ich habe Ferien, ich bleibe daheim in den Ferien. Das ist alles gut, aber Urlaub, das tönt Hochdeutsch. Wir verstehen es natürlich, aber es tönt Hochdeutsch. Peter, Schweizerdeutsch zu lernen, Fakt. Dann das ist gut, dann lernst du schneller. Wenn dir etwas Spass macht, wenn du Plausch hast, dann nachher Facts und dann ist es lernst du besser und schneller. Okay, nächste. Upsla, das Bild sieht man nicht. Das sind Finken. Finken, also die Schuhe, die ich im Haus anziehe. Und das ist in der Schweiz sehr gang und gäbe, dass man Hausschuhe, also Finken, anzieht. Wenn man reinkommt, zieht man die Schuhe ab von draussen und man zieht die Finken an. Und man läuft in den Finken im Haus herum, nicht in den Socken. Wobei, bei uns daheim ist es vielleicht nicht so konsequent, dass alle Finken anhaben, aber ich finde, es ist so ein bisschen typisch schweizerisch, dass man Finken hat und Finken anzieht. Peter, du wartest, dass mit dem Lockdown alles vorbei ist und Coronavirus und dann kannst du in die Ferien gehen. Dann kannst du Ferien machen. Roina, du hast lange Ferien. Ein Fakt, Ski zu fahren, genau, Hakuna Matata. Ein Fakt, Ski zu fahren, Snöben, Snowboarden. Snöben, Fakt. Wobei, ich kann es nicht. Es sieht gut aus, aber Skifahren Fakt auch. Ja. Tragen ihr Finken daheim? Habt ihr Finken an? Oder tun ihr ohne in den Schuhen daheim rumlaufen? Emily, Finken ohne P. Nur Finken. Das ist richtig. Dann ist es richtig. Ja. Also das nächste Wort ist Blümele. Das ist eben wieder so ein L-Wort. Das heisst
Blumen pflücken, ein Blumensträußchen machen. Jetzt hat es schon langsam Blumen im Garten, auf dem Feld. Finken, genau, Peter Beck. Finken. Tragen ihr Finken daheim? Das war noch meine Frage. Es wäre noch schön, eine Antwort zu haben, ob das nur schweizerisch ist oder ob ihr alle auch Finken habt daheim. Man kann auch krieseln. Wenn ein Kriesebaum Früchte hat und man tut Kriese pflücken. Kriese, kennt ihr das? Die Frucht, etwa so gross im Frühling, späteren Frühling, rot, es hat meistens 2 und es hat einen Stein drin. Kriese. Und wenn man Kriese pflückt, kann man sagen, wir krieseln oder wir gehen in den Wald Beeren pflücken. Also zum Beispiel Heidelbeere pflücken oder Brombeere pflücken oder Himbeere pflücken. Dann können wir beeren. Aber wir können nicht äpfeln oder beeren. Äpfelbaum, also wenn man Äpfel pflückt vom Baum oder Beeren, dann kann man nicht sagen, ich tue beeren oder ich tue äpfeln. Aber Kriese, das kann man. Also Kriese sind Kirschen. Das wäre jetzt auch so ein Wort, das ich nicht habe in meiner Liste. Blümchen. Und aus der Krise macht man Kirsch, den Alkohol, Kirsch. Und es gibt Zuckerkirschtorte, die ganz gut ist, mit dem Kirsch. Milad, du trägst daheim auch Finken. Upsla, Heublümchen. Das habe ich noch nie gehört, wenn man Heublümchen. Der Peter Beck hat gerne schön warme Füße. Du hast auch Finken daheim. Also du verlangst, Peter, dass alle Finken tragen daheim, deine Kinder auch. Sind wir noch? Lydia, ich verstehe nicht ganz, was du meinst mit den Bevölkerungsferien. Aha, vielleicht jetzt haben wir alle ein bisschen, oder alle, haben viele Leute, wegen dem Coronavirus haben wir bedingt Ferien, also weil wir nicht arbeiten können. Wir haben mehr Zeit, wir müssen daheim sitzen. Aber das sind natürlich nicht so lustige Ferien. Meine Kinder haben am Anfang Freude gehabt und sagten, wow, juhui, wir haben Corona-Ferien. Aber nachher hat sich herausgestellt, dass sie gleich arbeiten müssen. Zuckerli sind auch aus Krise gemacht. Ich kenne die Zuckerli gar nicht genau. Also ich weiss nicht. Aus Krise oder aus Kirsch? Also Krise ist die Frucht und Kirsch ist die Frucht, wo man aus der Alkohol, den man macht aus der Krise. Es gibt auch Kirschstängeli, also wo innen Kirsch ist und aussen Schoki. Die sind auch sehr gut. Aber die Zuckerli kenne ich leider nicht. Ich bin selten zu Zug. Oder was ich noch könnte sagen, dass die Berner sagen der Krise, sagen sie Kirschi. Kirschi. Blümchen ist nicht gut. Katja, du meinst den Alkohol, Kirsch. Aber schon, Blümchen ist doch schön, wenn du so eine schöne Naturwiese hast und kannst ein paar Blümchen pflücken. Ich glaube, aber man darf nicht geschützte Blumen pflücken. Ja? Man muss die pflücken, die es hat am Wegrand, und man sollte wissen, welche Blumen das geschützt sind und welche nicht. Kirschet. Genau, Seif. Kirschet, das hätte ich jetzt aktiv nicht gewusst, aber das tönt wirklich so, als wäre es eine Krisenernte. Kirschet. Das könnte sein. Bügeln. Ich gehe bügeln, das heisst, ich gehe arbeiten. Aber wenn wir so ein Hemdli haben, ein schönes Hemdli, schöne Kleider, die wir schön möchten, flach haben, ohne Rümpf, nicht verkrügelt, dann nachher tun wir das glätten. Mit dem Dampfglätteisen. Wir haben so ein Glätteisen, das heiss ist
und Dampf macht, so und wir können mit dem Glätteisen auf dem Glättebrett unsere Kleider glätten. So, die Männer glätten Hemdli glätten oder vielleicht die Frauen für die Männer Hemdli glätten. Ich tue sehr selten glätten, aber ab und zu tue ich wieder meinem Mann ein paar Hemdli glätten. Tut ihr selber glätten oder tut euer Partner, eure Partnerin glätten oder tut ihr gar nicht glätten? Oder ist es wichtig für euch, dass eure Kleider, eure Sachen glättet sind? Was denkt ihr? Glätten. Also glatt machen. Glätten. Lydia, Blümele heisst Blumen pflücken auf dem Feld. Du siehst Blumen und du tust Blümchen sammeln, also pflücken. Natürlich schneiden werden, wenn du ein Messer hast oder eine Schere oder so. Pedro, ein Glätteisen. Eisen ist Iron, ja, ein Eisen, das ist heiß und mit dem tut man glätten, mit dem Glätteisen. Ja. Hakuna Matata, du hassest das sogar, Kleider glätten und falten und versorgen. Vielleicht hast du jemand anderen in der Familie, der das lieber macht. Genau, Lydia, du hast gemeint, die Corona-Ferien, also die ganze Bevölkerung hat fast Ferien oder ein grosser Teil der Bevölkerung. Ich kann zum Glück hier arbeiten. Ja, also. Und dann, wenn du, ich weiß nicht, wieso dass man das hat, aber ab und zu macht so. Mein Sohn hat das letzte Woche gehabt. Man sagt dem, das ist das Hitzki oder der Hitzki. Kinder haben häufiger den Hitzki als Erwachsene. Oder auf Berndeutsch sagt man auch das Glucksi. Das Glucksi. Also, und dann nachher muss man irgendwie Wasser trinken, ohne Schnaufen und so, dass es wieder vorbeigeht. Das Glucksi. Und dann, wenn du kochen oder so, manchmal heisst es, du brauchst eine Handvoll Mehl, eine Handvoll. Also mit der Hand nimmst, das ist eine Handvoll. Genau, ich muss schauen, wo die Kamera ist. Also eine Handvoll, du nimmst Mehl oder du nimmst eine Handvoll Nüsse oder du nimmst eine Handvoll Rosinli, tust in Kuchen, ja. Genau, Seif, Schluckauf ist so, wenn es so macht, ja. Ja, Thekle, du schaffst auch immer noch. Das ist gut, wenn die Leute noch arbeiten können. Wir sind dankbar. Also, eine Handvoll, sagen wir eine Handvoll. Dann, jetzt müssen wir langsam Fürschi machen, vorwärts machen, ja, Fürschi. Oder Hinterzi. Wir können Hinterzi fahren. Wenn ich mit meinem Auto Hinterzi fahre, muss ich fest aufpassen, weil ich sehe eigentlich gar nicht so gut, was hinten ist. Peter, das Glucksi hat man, wenn das Zwerchfell irritiert wird. Ich weiss eben, ich kenne eigentlich den Grund gar nicht, aber es ist manchmal so, plötzlich kommt es und plötzlich geht es wieder. Aber das kann schon sein, dass das mit dem Zwerchfell zu tun hat. Das Zwerchfell ist der Muskel zwischen Lunge und Bauchhöhle, so quasi, ja, den man beim Singen auch braucht. Ja? Und das macht also so Bewegung. Ja? Also Fürschi oder vorwärts gehen, rückwärts gehen, oder man kann auch sagen Fürschi oder Hinterzi. Hinterzi. Man kann Hinterzi schauen, hindern oder hindern schauen. Hinterzi ist mehr richtig. Hinterzi fahren.
Aber mit dem Zug, wenn ich mit dem Zug fahre, dann fahre ich hin und zurück. Zum Beispiel, ich tue nicht hinterher fahren. Aber du kannst im Zug sitzen und dann gibt es so Viererabteil und dann die einen fahren vorwärts in die Richtung, wo der Zug fährt und die anderen fahren hinter sie. Es gibt Leute, die Probleme haben, wenn sie hinter sie fahren, dann wird ihnen schlecht. Die müssen vorwärts fahren oder für Ski fahren, für schauen beim Fahren. Oh, hinter sie schauen, das heisst schlafen, meinst du, Saif? Hinter sie? Oder hinter sie essen heisst erbrechen. Das wäre jetzt vielleicht das Slang, das ich nicht kenne, aber es würde eigentlich Sinn machen. Also wir essen, jetzt geht das Essen in diese Richtung und wenn das Essen, wir sagen, das Essen kommt wieder ob sie. Wenn das Essen wieder ob sie kommt, dann könnte das auch sein, hinter sie essen. Hinter sie essen. Peter, mir ist es eigentlich gleich, ob ich hinter sie oder für sie fahre. Mir wird nicht schlecht. Ja. Im Zug habe ich kein Problem, wenn ich hinter sie fahre. Oh, Lydia, du tust gerne glätten. Das ist sicher gute News für deine Familie, wenn du kannst glätten und das gerne machst. Ich tue ab und zu gerne glätten zum Beispiel und ein bisschen Fernsehen schauen dabei. Dann macht es mir nichts aus, wenn ich einen guten Film habe oder so. Aber die Zeit fehlt manchmal zum Glätten. Dann gehen wir weiter. Eine Glasse, kennt ihr vielleicht schon. Also wir sagen nie Eis. Also es gibt eine Eisbahn und man kann Eiskunstlauf machen und so Eis ist Wasser, gefrorenes Wasser. Aber wenn wir ein Dessert haben, mit Eis, das verschiedene Geschmäcker hat, das ist eine Glasse. Ja, wir essen Glasse als Dessert. Eine Glassenkugel. Im Restaurant kannst du verschiedene Glassenkugeln haben mit verschiedenen Aromen. Ja, was ist eure Lieblingsglasse? Ich habe sehr gerne Vanilleglasse, so klassisch, aber ich habe eigentlich alle Glassen gerne. Nur häufig sind sie ein bisschen zu süß. Manchmal machen wir selber Glasse machen und einfach gefrorene Früchte mixen und Bananen. Und dann ist das ein gutes Sorbet. Genau, Glasse ist auch ein französisches Wort, ein Wort, das von Französischen herkommt. Mhm. Ja. Also, gehen wir weiter. Wir haben gerade Lust auf Glasse. Das essen wir meistens im Sommer. Lampen haben. Wenn ich nach dem Arbeiten nicht heimgehe, dann habe ich Lampen mit meinem Mann, zum Beispiel. Nur ich bin immer daheim. Aber du kannst auch sagen, eben Probleme haben, dann habe ich daheim Probleme. Zum Beispiel, oder das Kind können Lampen haben in der Schule. Sie haben Probleme mit dem Lehrer, weil sie zu spät kommen oder weil sie die Schule schwänzen oder weil sie die Aufzüge nicht machen. Oh, Hakuna Matata, du liebst Vanilleschoki. Lydia, du hast das Glück, wenn du scharfe Peperoni isst. Ah, das ist interessant. Also ich hoffe, man kann Lampen haben bei der Arbeit, wenn mit dem Chef, man kann Lampen haben mit dem Chef, Probleme haben, Meinungsverschiedenheiten haben, zum Beispiel, dass er irgendwie mit etwas nicht einverstanden ist oder nicht zufrieden ist, was ich mache. Und dann komme ich in Lampen über mit dem Chef. Ich muss aufpassen, dass ich keine Lampe habe mit meinem Mann, mit meinem Chef, mit meinem Mann. Weil mein Mann ist mein Chef, mein Chef ist mein Mann. Dann wäre es gerade doppelt blöd. Also wir arbeiten zusammen, ja. Aber mein Mann ist schon mein Chef. Oh, das Glucksi ist wieder da. Das haben wir schon geredet. Dann, meine Großmutter hat sehr gerne gelismet. Und jetzt ist das, glaube ich, langsam wieder Mode. Vielleicht jetzt mehr mit Coronavirus. Also wenn du 2 Nadeln hast und Wolle
Und dann tust du so lismen, zum Beispiel Socken lismen oder Pulli lismen oder eine Kappe kannst lismen oder ich weiß nicht, habt ihr schon etwas gelismet? Hakuna, du sagst gut, mit launischen Frauen daheim hat man immer Lampen. Das kann sein. Ich hoffe, du hast das Problem nicht. Lydia, du kannst nicht gut Hinterzieh fahren. Dir wird schlecht, wenn du Hinterzieh fährst, sehr wahrscheinlich. Ja, aber tut jemand von euch lismen? Ich habe schon einmal versucht, Socken zu lismen. Oder ich habe eine Kappe gehäkelt mit dem Haken, Crochet gehäkelt. Aber ich habe leider nicht sehr viel Zeit für so Sachen. Also Peter, deine Mutter tut immer lismen. Das ist cool. Oder man kann auch Babykleidchen lismen, die sind schneller gemacht, zum Beispiel. Aber ja, wir sind auch uns am Überlegen wegen einem Buch, Peter. Also es ist etwas am tun, aber ich weiß noch nicht wann, wie, wo, was. Okay, eine Stecknadel. Wenn man nähen, dann braucht man Nadeln und Faden und mit der Stecknadel kann man zum Beispiel Stoff zusammenstecken. Und dem sagt man auf Schweizerdeutsch ein Güffi oder ein Güffeli. Ja. Ich habe zum Beispiel auf der Korkwand Güffeli und kann meine Fotos oder Postkarten kann ich aufhängen mit den Güffeli. Oder beim Nähen habe ich ein Güffeli, wo ich Sachen zusammenstecke, dass ich nachher nähen kann. Dann habt ihr gerne Most. Ja? Most ist Saft aus Äpfeln. Und man kann auch ein bisschen sauren Most haben, der ein bisschen säuerlich ist, ein bisschen fermentiert. Oh, Saif. Es hat mich gelismet. Du kannst sagen, ich bin gestürzt. Das habe ich noch nicht gehört. Aber man kann auch sagen, wenn jemand so komisch läuft, kann man sagen, er tut lismen oder tu nicht so lismen mit deinen Beinen, tu nicht so komisch laufen. Ja, und natürlich, wenn man sagt, dann könnte man umkehren, wenn man so über die eigenen Beine stürchelt, also über die eigenen Beine so reingeht. Oder man kann auch über etwas anderes stürcheln und umkehren. Aber ja, genau, es hat mich gelismet, das klingt sehr schweizerisch, aber ich habe es so nie gebraucht. Wenn du beim Skifahren die Ski nicht parallel führst, dann ist es nicht gut, wenn du lismen, dann tut es dich gerade stückeln, dann bist du gestückelt oder umkehren. Genau, das kann ich mir auch vorstellen, dass man dort dem Lismen sagt. Ich habe das noch gekannt, eben in dieser Situation, dass jemand mit den Beinen lismet, wenn er so irgendwie mit den Beinen aneinander kommt oder so komisch laufen. Lydia, du bist noch am Hinterziehfahren. Du denkst, dass dein Freund Hinterzieh fährt und du fährst vorwärts. Also du sitzt dann vis-à-vis von deinem Freund. Genau, das ist ein französisches Wort. Vis-à-vis von deinem Freund. Pedro, das ist interessant. Apfelsaft auf Spanisch heisst Mosto. Most? Genau, aber Most kann man auch brauchen beim Tanken, beim Benzintanken. Also, genau, könnte man auch sagen. Aber ich denke, man hört mehr auf Hochdeutsch Apfelsaft. Oder natürlich ist Most oder Most eben ein Wort, das sicher als Helvetismus kannst brauchen in der hochdeutschen Sprache. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob sie in ganz Deutschland Most sagen. Aber
Most, wenn du zum Beispiel Auto fährst und merkst, du hast fast kein Benzin mehr, dann kannst du sagen, oh, wir brauchen noch Most, wir müssen tanken. Ja, ab und zu braucht man das in dem Sinn auch. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Mögen ihr noch? Es gibt mehr als 10 Ausdrücke noch. Ich bin überrascht, wie ausdauernd dass ihr seid, dass ihr immer noch mit mir seid und mitmacht und mitschreibt. Das ist toll, dass ihr da dabei seid. Also es ist noch nicht gerade fertig. Habt Geduld, es geht noch weiter. Wir haben etwa noch 15 Wörter. Das ist schätzungsweise etwa 15 Ausdrücke oder 15 Slides. Ja, mehr oder weniger. Etwa. Aber es kann auch sein, jemand oder etwas. Jemand ist eine Person und etwas ist eine Sache. Hast du etwas gesagt? Ja, hast du etwas gesagt? Sag's noch einmal. Was hast du gesagt? Oder jemand hat etwas gemacht, genau, wo man nicht weiss, wer es ist, dann sagt man jemand, oh, jemand hat aufgeräumt. Wow, wer war das? Das ist ein Heinzelmännchen, das aufgeräumt hat. Jemand. Ja. Du kannst auch mit jemandem tanzen. Ja. Geht ihr gerne mit jemandem tanzen? Oder tanzt ihr lieber allein tanzen vielleicht? Wer weiß? Wenn du verkältet bist, ich hoffe, die Zeit ist jetzt vorbei, dann kannst du sagen, ich habe den Pfnüssel oder ich habe den Schnuderi. Der Schnuderi, eine Schnuddernase, also verstopfte Nase. Ich muss viel schnitzen. Ich habe den Schnuderi. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und niemand hat den Schnuderi und niemand hat den Husten und niemand von euch hat Coronavirus, sondern dass ihr alle gesund sind. Aber im Winter besser als der Coronavirus ist, wenn man eine Verkältung hat, das ist schneller vorbei, das ist weniger schlimm. Also anstatt Erkältung sagt man Verkältung. Etwas trinken, genau. Möchtest du etwas trinken? Das braucht man sehr viel. Verkältung. Anstatt erzählen, sagen wir auch erzählen. Oh, erzähl mir, wie war es das Wochenende? Was hast du gemacht? Ich muss dir noch erzählen, was wir gemacht haben. Das ist eine interessante Geschichte. Also nicht, ich schreibe da «erzählen». In Zürich sagt man «erzählen». Aber ich sage «erzählen». Das ist das vokalisierte L, das zu einem U wird. Ja, das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Wenn ich rede ich etwas anders, als dass ich schreibe. Und da sieht man das ganz schön. Also «erzählen» oder «erzählen». Und dann habt ihr gewusst, dass die grossen Tiere, die man darauf reiten kann, dass das Ross sind. Ja, du kannst mit dem Ross galoppieren oder traben oder einfach reiten, im Schritt reiten. Du kannst ausreiten mit dem Ross. Ja. Tut jemand von euch reiten? Oder sind ihr früher geritten? Ich habe immer davon geträumt, zu reiten. Und vor einem Jahr habe ich auch ein Jahr Reitkurs genommen mit meiner Tochter. Aber beim Galoppieren habe ich aufgehört. Dann ist es schwierig geworden. Also, das war eine kurze Episode. Also, Rössli reiten. Rössli reiten macht man mit den Kindern. Wenn man sie auf dem Schoss hat und so Rössli reiten, dann macht man so ein Spiel mit den Kindern. Rüebli. Rüebli fürs Bübli, das ist gut. Rüebli fürs Bübli. Habt ihr gerne Rüebli-Torte? Oder einfach nur Rüebli?
Oder ich habe gemerkt, wenn ich Rüebli rüste, dann essen die Kinder gerne als Snack Rüebli essen. Aber ich muss für sie parat machen. Ja, Peter, es war lustig, das Reiten. Ich habe gedacht, wenn meine Tochter reitet, wollte ich nicht nebendran stehen und nichts machen. Ich habe das früher auch immer geträumt davon. Und darum bin ich aufs Ross gesessen und geritten. Aber ich bin auch 2-3 Mal vom Ross runtergefallen. Aber zum Glück habe ich mir nicht fest weh gemacht. Also, ja, vielleicht in diesem Alter ist es nicht mehr so ideal, wenn man vom Ross fällt. Also Rüebli, denke ich, ist sehr bekannt, oder? Rüebli-Torte und so. Dann die Schale. Wenn du im Restaurant bist und sagst, ich hätte gerne eine Schale, dann kommst du ein Milchkaffee über. Ja? Aber du kannst dich auch in die Schale rühren. Das heisst, du kannst einen schönen Anzug anziehen, also für die Herren. So einen Herrenanzug. Hallo Jan, ja, natürlich, mit dem Helm. Das ist schon ein Obligatorium. Mit dem Helm bin ich reiten. Also du kannst die Schale rühren und natürlich Schale ist so wie Orangenschale oder Äpfelschale. Du kannst sie schälen, den Äpfel schälen. Ja, das ist ganz klassisch, aber man kann eben auch sagen, das ist ein Milchkaffee. Wenn du im Restaurant bist und eine Schale bestellst, ist das ein Milchkaffee. Oder wenn du dich in die Schale rührst oder die Schale anziehst. Also, du kannst auch sagen, ich ziehe meine Kleidung an. Meine Kleidung. Also, mein Mann zieht seine Kleidung an. Frauen haben nicht so Kleidungen. Ja, okay, das war Schale. Mögt ihr noch? Sind ihr noch fit? Es geht weiter mit Schnacken. Vielleicht erinnert das an Schnecken. Schnecken, so die kleinen Tiere, die am Boden kriechen, mit dem Häuschen oben drauf, Schnecken. Und Schnaken, das ist, was kleine Kinder machen, bevor sie laufen können. Also auf 4 Beinen so quasi vorwärts kriechen, auf Arme und Beine. Einige Kinder sind sehr schnell, wenn sie schnaken. Einige Kinder hindert sie schnaken, jeder hat seine Technik, aber es ist wichtig, dass die Kinder schnaken, bevor sie lernen laufen. Schnaken. Ja. Schnecke, das ist ein Schneck. Genau. Ein Schneck ist das Tier. Und Schnaken ist, wenn die Kinder auf allen 4 am Boden rumlaufen. Ja? Wenn sie sich fortbewegen, bevor sie auf 2 Beinen laufen können. Dem sagt man Schnaken. Vielleicht habt ihr kleine Kinder daheim, die jetzt gerade in dem Alter sind, wo sie schnaken. Also, wenn die Kinder ihn fragen, hast du mir ein Zeltli, darf ich ein Täfeli? Ich möchte gerne ein Täfeli oder so. Dann sind das die kleinen, zuckersüßen Lutschbonbon zum Lutschen. Ja? Ein Zeltli oder ein Täfeli. Oder manchmal kommen die Kinder auf Ostern Süßigkeiten über. Häufig sind es Schoki-Eier oder so, aber manchmal sind es auch so aus Zucker. Zuckereier oder eben, man kann andere Zeltli kaufen oder nimm 2 zum Beispiel, würde man sagen, das sind Zeltli. Oder die Berner sagen auch ein Täfeli. Ein Täfeli. Sind ihr Schleckmühler? Tun ihr gerne Zeltli essen oder Süßigkeiten? Oder schnauzen in der Küche, wenn jemand Kuchen macht und so ein bisschen schnauzen, ein bisschen probieren. Ja. Was ist mein Lieblingstäfeli, Peter? Das ist eine gute Frage. Wenn ich Süßigkeiten kaufe, kaufe ich eher Schoki. Ich bin so eher eine Schokige.
ich tue eigentlich, manchmal habe ich gerne Mentos oder so, aber eigentlich tue ich weniger Zeltli essen, sondern mehr eben Schoki. Und ich versuche nicht zu viel Süßigkeiten zu essen. Und was ist euer Lieblingszeltli oder eure Lieblingstäfeli? Was sind das? Sind ihr Schleckmühler? Tun ihr gerne etwas schlecken, etwas naschen? Ja. Meine Kinder, vor allem der Jüngste, das ist ein richtig Schleckmund, der hat sehr gerne Süßigkeiten. Wenn es nach ihm ging, dann könnt ihr jeden Tag auch zum Morgen und zum Nacht Konfibrot essen. Solange es süß ist, ist gut. Hallo Ayub. Also da kommen wir jetzt zum Springen. Die zwei auf dem Bild, die fahren Velo. Aber es gibt Leute, die gehen raus joggen, sie gehen springen. Manchmal zu zweit, manchmal Ehepaar zusammen. Ich weiss nicht. Häufig sind vielleicht die Männer fitter als die Frauen. Also bei uns wäre es so. Seif, du hast gute Ausdrücke. Das schlägt kein Geiss weg. Das lässt sich nicht abstreiten. Das kann man nichts dagegen haben. Genau, das ist ein guter Ausdruck. Springen. Springt ihr gerne springen? Geht ihr manchmal alleine springen? Wie viele Kilometer springt ihr? Also meine Kilometerzahl hält sich in Grenzen. Zwischen 1 und 2 Kilometer. Eher 1. Muss ich leider sagen. Aber ja. Aber laufen gehe ich gerne. Springen weniger. Oder Nordic Walking, das ist gut. Das mache ich sehr gerne und da habe ich mehr Ausdauer im Nordic Walking als beim Springen. Wenn du Hausaufgaben machen musst, das heisst Kinder, Jugendliche, die noch in die Schule gehen, die müssen häufig Hausaufgaben machen. In der Schweiz ist man ein bisschen davon weg, also gibt es glaube ich nicht mehr so viel aufzugeben. Die Politik ist glaube ich eher so, dass man versucht, ich weiß nicht, ob es in allen Schulen gleich ist, aber dass man versucht, dass die Kinder nicht so viel aufzugeben haben und nicht stundenlang daheim aufzugeben machen. Und vor allem, dass sie nicht solche aufzugeben haben, dass sie sie allein machen können und nicht die Eltern aufzugeben für sie machen. Also, Medi, das haben wir vorher gesagt, springen, zum Beispiel Seilspringen oder Trampolinspringen, das sagt man auf Schweizerdeutsch Gumpen. Da haben wir vorher ein Slide gehabt. Wenn du willst, kannst du später noch den Film schauen, das war früher dabei gewesen. Mit dem Laufen, Springen, Gumpen, das ist alles ein bisschen komisch mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Es sind ähnliche Wörter, aber sie meinen etwas anderes. Sie haben eine andere Bedeutung. Jan, du meinst, das Springen ist schlecht für den Rücken. Vor allem auf Asphalt oder so. Genau. Vor allem oder für die Knie, wenn jemand Knieprobleme hat oder Rückenprobleme hat oder Hüftprobleme hat, ist es viel besser, wenn man Nordic Walking macht. Dann kann man jetzt die Gelenke ein bisschen entlasten. Genau, Russ, du kannst sagen, hast du deine Aufzüge gemacht? Du kannst deine Kinder fragen, hast du deine Aufzüge gemacht? Ayub, du meinst, das Trotti ist auch gut, Trottinetteln. Mein Sohn tut gerne Trottinetteln. Er tut so Trick üben und so. Er hat nicht eins mit einem Motor, sondern er muss selber fahren. Die mit dem Motor, das ist für ein bisschen weniger sportliche Leute. Aber das ist sicher praktisch, wenn man in der Stadt arbeiten muss oder so. Es regnet. Mustaf.
Raclette. Raclette. Meinst du Raclette-Käse? Also ein Raclette machen mit Käse und Geschwellten, mit Herdöpfeln, die Schalen haben, mit Käse und Geschwellten und Gurken und Zwiebeln, Essiggurken. Das wäre ein Raclette. Aber ich weiss nicht, ob du das meinst. Das ist sehr wahrscheinlich typisch schweizerisches Essen. Ja, genau. Ich habe gerade letzte Raclette-Käse gekauft, erwartet im Kühlschrank darauf, dass wir ihn essen. Also, ich freue mich schon drauf. Tiffig. Jetzt müssen wir Tiffig machen. Es ist schon spät. Es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Vielleicht gibt es noch ein Bettmümpfeli, bevor ihr schlafen geht. Irgendetwas Kleines zum Habern, zum Essen. Tiffig. Oder du kannst auch sagen, oh, jetzt musst du aber tiffig machen, jetzt musst du aber vorwärts machen, jetzt musst du schnell machen. Tiffig, schnell. Ja? Also, jetzt sind wir dann gleich fertig. Ich erinnere euch noch daran, die Lust haben, die können sich bei mir melden. Ihr könnt an einem Webinar teilnehmen und mehr Schweizerdeutsch lernen und üben mit mir. An den Webinar kommen ihr auch dazu, ab und zu mit dem Mikrofon etwas durchs Mikrofon das einzuschalten und mit mir zu reden. Aber nicht Kamera. Ohne Kamera, aber mit Mikrofon. Schnell bitte, oder geht es so? Mach tiefig, kannst du sagen. Mach tiefig. Oder er ist tiefig etwas holen. Ja. Oder man kann auch sagen, Säuferli. Achtung, Säuferli. Das ist aus Glas. Da musst du aufpassen. Ja. Oder wenn du Eier hast oder so, das kannst du sagen dem Kind, oh, du musst Säuferli sein. Das musst du Säuferli machen, das geht kaputt, wenn es am Boden geht. Ja? Okay, Säuferli. Und dann Zügler. Ihr seid sehr wahrscheinlich, viele von euch sind in die Schweiz gezügelt. Ja, ihr habt in der Schweiz eine neue Wohnung, ein neues Haus gesucht oder vielleicht sind ihr in der Schweiz auch schon gezügelt und habt euren Wohnort gewechselt. Dann habt ihr ein Zügelauto gemietet und vielleicht Zügelleute engagiert. Also, wir zügeln. Also, die Kinder ziehen aus. Wenn sie erwachsen sind, ziehen sie daheim aus. Du kannst mit dem Freund zusammenziehen als Paar oder mit der Freundin kannst zusammenziehen. Man muss ab und zu umziehen, sagen wir zügeln, aber sonst sagt man, oder du kannst bei jemandem einziehen, du kannst in einer WG einziehen. Dann sagt man ziehen, aber nur so von einem Ort zum anderen gehen, dann sagst du zügeln. Wir zügeln. Wir haben oder du kannst eine Information schreiben, ein Kärtchen schreiben. Wir haben gezügelt. Das ist unsere neue Adresse. Genau, umziehen. Hamada, das ist mit umziehen, mit M. Onir. Genau. Und zum Schluss, fast Schluss, natürlich Fußball spielen. Da kann man auch sagen, shooten. Mein Sohn, der Jüngste, der tut sehr gerne shooten. Er ist im Schuttclub, im Schuttverein. Leider haben sie jetzt auch Pause, aber er tut trotzdem noch im Garten schutten. Und ja, man kann auch auf der Straße laufen und dann steht schutten. Das ist so die Kickbewegung, wenn man schutten. Das ist auch das Wort für die Kickbewegung. Und jetzt zum Schluss. Das letzte unser Slide ist das Vieri. Das ist, was wir essen am Tag. Du hast das Morgen, am Morgen und dann hast du zwischendrin in der Pause gibt es das 9. Genau, mit dem Fuß tut man shooten, Ayub. Zwischendrin am Morgen gibt es das 9. Ich weiss nicht, ob ihr das 9 esst. Ich habe früher immer einen Apfel mitgenommen zum 9.
Dann gibt es Mittag und am Nachmittag, wenn du vom Arbeiten heimkommst oder wenn jemand von der Schule heimkommt, die Kinder von der Schule heimkommen, dann gibt es manchmal ein Zvieri. Am 4 Uhr am Nachmittag, am 5 Uhr am Nachmittag, das ist egal, aber das heisst Zvieri, das ist etwas Kleines, vielleicht ein Brötchen oder ein Stückchen Kuchen oder ein Gutzli zum Zvieri. Ja. Bei dir ist es fast 4 Uhr am Nachmittag. Also du kannst jetzt nach unserem Livestream kannst du ein Zvieri essen, Jan. Das ist schön. Und wir haben schon zur Nacht gegessen und wir gehen langsam ins Bett. Höchstens vor dem ins Bett gehen kann es noch ein Bettmümpfeli geben, wo man so etwas Kleines knabbert oder etwas trinkt vor dem ins Bett gehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das sind alle Wörter, wo wir haben vielleicht nicht alle Wörter gesagt, die man da noch nennen könnte, zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, aber ich glaube, wir haben schon recht einen grossen Teil davon abdeckt. Ich hoffe, was esse ich gerne? Ich esse gerne zum Zvieri. Ich esse gar nicht so viel Zvieri, weil wir essen meistens sehr spät zum Mittag. Und dann habe ich gar nicht Hunger am Nachmittag am 4 Uhr. Manchmal essen wir ein kleines Gutzli oder etwas zum Dessert, aber wir versuchen nicht zu viel Süßes zu essen während der Woche. Vielleicht eher am Sonntag, dann gibt es einen Kuchen. Ja. Okay, dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Schlafen gut, träumt süß, schön sind ihr da gewesen, schön habt ihr mitgemacht, Beiträge gegeben, Beispiele gegeben. Die Sprache ist ja lebendig, in verschiedenen Orten kann man andere Ausdrücke brauchen oder eben so wie der Seif manchmal Beispiele gegeben hat, was man so sagt. Das ist interessant zu sehen und zu hören. Die Sprache lebt, entwickelt sich und es gibt verschiedene Gruppen, die ihr Slang haben oder ihre Ausdrucksweise. Das ist ganz schön, dass wir das miteinander besprechen und miteinander teilen. Danke vielmals. Genau, du hast heute das Morgen zum Mittag gehabt. Heute sagt man schon viel Brunchen. Englische Wörter machen auch vor Schweizerdeutsch nicht Halt. Aber oder ein Zmotzmi, ein Morgen zum Mittag. Wir haben am Sonntag immer ein Morgen zum Mittag. Also, und dann erst sehr spät ein Mittag oder das Mittag zur Nacht. Das ist schön, dass ihr mich verstanden habt. Sonst müsst ihr mir auch manchmal sagen, dass ich zu schnell rede. Oder wenn ihr etwas nicht versteht, könnt ihr noch einmal nachfragen, was das war. Danke, dass ihr das schätzt. Es freut mich, dass ihr die Arbeit schätzt. Wenn ihr Lust habt, kommt ins Webinar oder geht auf die Homepage schauen, auf meinen YouTube-Kanal. Dort hat es ganz viele Sachen, vielleicht nicht so geordnet oder so, aber es ist eine Fundgrube. Das meiste ist übersetzt auf Englisch, für die gut Englisch können. Ja. Merci vielmals, macht's gut, gute Nacht, tschüss zusammen.